Und was, ganz ehrlich, wenn das Kind einfach nicht macht? Ja, gutes Thema. Was ich möchte. Das ist eben meine Frage in die Runde hier, da in die Runde. Hallo und herzlich willkommen zum Family Chat. Schön bist du heute dabei mit unserer super Crew, Dan, the Fresh Family Man, Katrin, unsere Expertin und ich als euer Host. Schön habt ihr eingeschaltet. Heute geht es darum, wer ist eigentlich der Boss zu Hause? Bestimmen die Kinder alles oder bestimmen die Eltern alles? Oder gibt es vielleicht einen eleganten Mittelweg? Elegant, klingt gut. Ja, hey, wir haben wunderbare Feedbacks bekommen und wir lieben es, von euch zu hören. Ich möchte euch gerade kurz ein Feedback hier vorlesen. Da schreibt eine Person: Vielen lieben Dank für euer Engagement und eure so ehrliche und offene Art, Dinge anzusprechen, die mit Sicherheit für viele Familien herausfordernd sind. Ihr seid so liebenswert, seid gesegnet. Wow, so ermutigend. Vielen Dank und viele andere weitere Kommentare können wir lesen. Wir lieben es, von euch zu hören. Also unbedingt schreibt eure Kommentare, eure Fragen, eure Ideen in den Family Chat einfach unter meinem YouTube-Video rein oder schreibt uns ein E-Mail an family.chat@icf.ch. Und letztes Mal, wenn du diesen Family Chat noch nicht angeschaut hast, mach das unbedingt. Es geht um die Dynamik, Liebespaar oder quasi, was ist jetzt wichtiger, Priorität, oder es muss ich mehr in die Ehe investieren oder mehr schauen, dass es den Kids gut geht, und von dem her unbedingt verpasst diesen Family Chat nicht, wenn du ihn noch nicht gesehen hast. Genau. Und heute knüpfen wir daran an, und zwar sprechen wir darüber, ja, wer bestimmt denn hier eigentlich? Wenn wir jetzt sagen, ja, die Ehe hat Priorität, heißen das, dass wir als Ehepaar alles bestimmen zu Hause? Dass wir wirklich sagen, wo es lang geht, und die Kinder parieren dann einfach? Oder vielleicht ist bei dir im Moment, sind die Kinder einfach ganz lautstark unterwegs, sie brauchen viel Zeit und viel Raum. Und bestimmen sie dann auch wirklich einfach alles, oder können wir da irgendwie einen Weg finden, der für beide Seiten aufgeht? Das ist übrigens unser Wunsch für diesen Chat und wir hoffen, dass er dich inspirieren wird. Und als Grundlage haben wir das Familienhaus hier mitgebracht, damit wir das Verständnis, das wir von Familie haben, kurz veranschaulichen können. Also da ist das Haus mit dem Rahmen, danke vielmals, und wir haben die Eltern auf gleicher Ebene positioniert. Wir gehen davon aus, dass es verschiedene Plätze in diesem Haus hat und dass den Platz der Mutter, den Platz des Vaters, den Platz der Kinder. Es kann auch mehrere Kinder haben, die wären dann hier. Und das sind verschiedene Ebenen. Genau. Und wir haben bewusst die Eltern auf gleicher Ebene gestellt und die Kinder unten auf ihrer Ebene. Und das sind verschiedene Plätze. Sie sind nicht gleich, aber gleichwürdig und gleichwertig, aber nicht gleich ausgefüllt. Genau. Das ist schon recht explosiv, dieses Bild, wenn ich das jetzt mal anschaue. Eben Mann, Frau, gleich in Ebene, gleich wichtig. Finde ich so spannend, ja? Ja, es ist auch so, dass wir ja verschieden sind, verschiedenartig. Es sind auch verschiedene Plätze. Aber wir gehen davon aus, dass wir als Eltern auf der gleichen Ebene sind und miteinander diese Familie führen. Genau. Ganz wichtig. Genau, und eine Frage vielleicht noch zum Anfügen ist einfach: Hat Gott einen Platz in deinem Familienhaus? Darf er mitsprechen, wenn es um wichtige Fragen geht? Hat er einen Teil, wenn es um ganz kleine Details geht? Wie wirkt er da? Und uns ist wichtig, da noch anzufügen, dass es nicht ein richtig oder falsch gibt, wenn wir heute über das Mitspracherecht von Kindern sprechen. Es ist wichtig, dass jedes Kind individuell und einzigartig ist. Das heißt, wir schauen immer seinem Alter, aber vor allem seiner Entwicklung entsprechend an. Ja, wie viel kann es denn mitsprechen? Oder wo braucht es vielleicht unsere Unterstützung und kann einfach noch nicht bestimmen, wo es durchgeht.
Und ich habe vorhin zwei so Extreme aufgezeigt. Die Kinder bestimmen alles oder die Eltern bestimmen alles. Und meine Überzeugung ist, dass beides wirklich ganz krass ist und kaum zu langfristig gesunden Beziehungen führen wird. Und ich möchte das ganze Thema anschauen von der Grundlage her, dass Gott uns beruft für Freiheit. Also Jesus, so wie ich ihn kenne und erlebe, der ist Freiheit in Person und ruft die Menschen in Freiheit. Und gleichzeitig bedeutet diese Freiheit ja ganz, ganz viel Verantwortung. Und dem möchten wir heute nachgehen, weil unser Wunsch ist ja, dass die Kinder zu mündigen Erwachsenen werden können und so ihren eigenen Lebensweg in Angriff nehmen. Und deshalb ist es gut zum Herausfinden, ja, wo in unserer Familie können Kinder schon früh Verantwortung übernehmen und wo brauchen sie unsere Stützung als Eltern. Was ist verhandelbar und was auch nicht. Genau. Und im Elterncoaching gehen wir von verschiedenen Spannungsfeldern aus. Und da ist unter anderem ein Spannungsfeld Freiheit und Verantwortung. Es ist nicht nur die große Freiheit, wo ich alles machen kann, was ich will, sondern sie ist gekoppelt mit Verantwortung. Und da ist mir noch wichtig, dass die Kinder das sind wie zwei Paar Schuhe. Es ist nicht nur das eine oder das andere, auch bei uns Eltern das Gleiche. Und es ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen, das Wachsen, immer mehr Freiheiten zu haben, Entscheidungen zu treffen, aber auch Verantwortung zu übernehmen, ein Teil der Familie zu sein, mitzuhelfen, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Und ja, ich denke, dieser Weg beginnt ganz klein. Schon als Babys können sie ihren Willen sehr lautstark kundtun, indem sie schreien und wenn die Windel voll ist oder sie Hunger haben, da können wir gar nicht mehr sagen, ja, ich habe jetzt keine Lust da zu schauen, sondern da müssen wir einfach. Oder auch in späteren Phasen, sie haben ihren Willen, ihre Ideen, ihre Kreativität. Und es ist auch toll, das zu entdecken. Und trotzdem ist es auch wichtig, das in einem Rahmen zu haben, den wir auch als Eltern handeln können. Und so wachsen wir. Und ich denke, schon ab der Geburt ist es ein Loslassen, ein Vertrauen, dass es irgendwie gut kommt. Und aber auch immer wieder ein sorgfältiges Hinschauen, was ist jetzt nötig, was ist jetzt dran. Also das Ziel ist, dass wir sie eigentlich in die Mündigkeit bringen. Genau, dass sie den eigenen Weg finden und wir auch als Eltern wieder einen eigenen Weg gehen können. Also diese Loskopplung voneinander schlussendlich. Katrin, du hast ja dieses Familienhaus eben da vorgestellt, finde ich mega stark. Was erlebst du jetzt als Elterncoach, Expertin, wenn ich dich mal so nenne? Das bist du für uns. Ja. Für verschiedene Dynamiken, wo eben halt du sagst, das ist das Ideal, von dem gehen wir aus, aber es gibt ja auch viele andere Dynamiken. Kannst du da etwas kurz erläutern? Ja, genau. Also zum Beispiel die Mutter, vielleicht ist sie noch pädagogisch ausgebildet, sie nimmt ganz viel Raum ein, sie hat auch das Kind 9 Monate im Bauch getragen und dann hat sie das Gefühl, sie weiß, wie es geht und lässt dem Mann keinen Platz, seine Erfahrungen mit dem Kind zu machen. Sie nimmt sehr viel Raum ein, der Mann wird verdrängt oder gar auf die gleiche Ebene wie die Kinder gestellt. Das 3. Kind zu Hause? Zum Teil heißt es dann, ja, ich habe 3 Kinder zu Hause, 2 gehen noch in die Schule und einer arbeitet. Oder umgekehrt, dass die Kinder oben sind. Wenn man im Laden hört man zum Teil oft, ja, was wollen wir heute kochen? Magst du Joghurt oder willst du lieber Nudeln? Und dem Kind schon alle Fragen muss das Kind entscheiden. Und darf. Oder muss zum Teil, weil vielleicht ich überfordert bin mit der Frage. Oder einer der Eltern, der Mann oder die Frau, setzt sich ganz oben hin und sagt, ich bestimme hier alles und ich habe das Sagen. Und meistens sind dann das ungute Plätze,
die eingenommen werden für die Person selber, die sich diesen Platz gegeben hat, aber auch für die anderen. Und das gibt dann Schwierigkeiten. Also ich merke, das ist extrem explosiv, dieses Bild, weil das merke ich auch in unserer Familie, ist so entscheidend, dass wir uns den Platz wissen, welcher Platz wir haben. Also ich habe als Ehemann und als Vater habe ich einen wichtigen Platz, der ist nicht über meiner Frau, nicht unter meiner Frau, ebenwürdig mit meiner Frau, und wir müssen da auch die Kindererziehung zusammen überlegen. Und ich merke, das ist schon, je nachdem, was für eine Kultur erlebe ich, bei einigen Kulturen oder vielleicht Hintergründen, auch religiösen Hintergründen, sind die Eltern extrem weit oben und die Kinder nirgendwo. Oder in den neuen Style oft merke ich, die Kinder sind alles. Oder? Ja. Nur ein Kind, aber dafür alles. Ja, so Kind ist König, Ja, genau. sage ich, so dieser Ja, Kultur. oder dazwischen, zwischen den Eltern. Ja. Ja. Und was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, wenn du alleinerziehend bist oder das wird spannend. ein Ehepartner wegfällt, weil er in einem anderen Haus lebt oder nicht mehr da ist, dann ich kann nicht beide Plätze ausfüllen. Ja, und du musst auch nicht beide Plätze. Das musst du auch nicht, genau. Und da denke ich, da kann auch Gott ins Spiel kommen und dann Vater sein für deine Kinder. Aber du kannst nicht Mutter und Vater sein für deine Kinder. Mir hat dieses Bild extrem geholfen. Vielen Dank. Ich hoffe, vielen von euch hilft das auch zu verstehen. Jetzt einfach praktisch aus meinem Leben, aus unserem Familienleben, merke ich, ist es mega gut, das möchte ich. Ich möchte das, der hat ein Mitspracherecht, nicht alles. Ich habe dieses Ziel, ich bringe es in die Mündigkeit. Wir haben darüber mit den Kindern gesprochen. Wir haben gesagt, hey, wir möchten, dass sie immer mehr entscheiden können. Aber zum Beispiel oder bei uns, gerade das Abmachen im Dorf, das eine ist ja, ich in der Familie definiere mal, okay, wie leben wir, ich höre auf ihre Bedürfnisse, aber setze trotzdem gewisse Richtlinien, gerade wenn sie jünger sind, vielleicht noch mehr. Aber dann bekommen ja noch die Spannung vom Dorf. Andere machen das anders. Bei anderen ist das vielleicht so, dass die Kinder mehr entscheiden dürfen, mehr selbstständig. Und dann kommt diese Dynamik auch noch rein. Ja. Und ich merke, wir müssen immer wieder in der Familie darüber reden, wieso wir das machen, was wir machen. Oder? Und da unsere Absicht kundtun, und ich merke auch, dass sogar, wenn wir über Freiheit reden und wie viel Mitspracherecht und wo können sie schon selber entscheiden, wo nicht, merke ich auch, bei jedem Kind ist das wieder anders auch. Also wir haben eines unserer drei, die im Essen Süßigkeiten kennt sie nicht so ein gutes Maß, und das andere kennt wieder sehr gutes Maß, oder wenn es darum geht, die Aufgaben zu machen. Ja, einfach, ich merke, ich muss bei jedem Kind schauen, was hilft, wie viel Freiraum kann ich schon geben, mit dem Ziel, ich möchte immer etwas mehr geben. Aber ich finde das noch einen tricky Weg. Ja, und das Krasse ist ja, vielleicht findest du bei deiner einen Tochter einen Weg und hast dann das Gefühl, jetzt haben wir es. Und dann kommt das andere Kind, kann oftmals ja auch das Jüngere sein, das vielleicht gewisse Sachen einfach schon besser managen kann wie das Ältere. Das kommt auch häufig vor. Und dann merkst du musst wirklich unterschiedliche Wege gehen. Aber das macht es auch wiederum so spannend. Und ich finde es ein berührender Gedanke, wenn ich mir dann so überlege, ja, Gott hat ja wirklich jeden Menschen so als einzigartig und wundervoll erschaffen. Und dann irgendwie macht es auch Sinn, dass wir diese Wege dann mit den Kindern suchen, die eben auch einzigartig sind. Tönt mega schön, aber ist schon auch ein Challenge. So. Ja, und ich mussten wir auch mal setzen, dass sie nicht der Boss sind. Ja. Unser Sohn hat so eine Zeit, wo er sagt, ich bin der Boss. Sagt, nein, du bist nicht der Boss. Du bist wichtig, aber nicht der Boss. Ja, aber nicht. Ja, genau. Ich kann das mir ein bisschen vorstellen. Meine Tochter ist ja wirklich noch sehr viel jünger jetzt als deine Kinder oder als deine, genau. Und ich glaube, so in der Phase, da tut sie wirklich einfach ihren Willen lautstark kund. Und ich habe aber gemerkt, ich möchte wirklich schon früh mit ihr einen Weg gehen und ihr Verantwortung übergeben. Und häufig, zum Beispiel beim Essen, ist es
momentan so ein Thema. Das Mittagessen, das ist mir wichtig, das essen wir am Tisch. Zu 4, zu 9 bin ich flexibel, da liebe ich es mit ihr zu käfeln auf dem Sofa und das ist dann ganz entspannt, wenn es bröselt und so. Aber das Mittagessen, das ist am Tisch. Und sie hat so eine Phase im Moment und sie möchte nicht auf ihrem Trip-Trap-Stuhl sitzen. Und häufig sage ich ihr dann, gut, du darfst wählen. Du darfst entweder auf deinen Stuhl sitzen oder auf die Bank. Und dann kann sie ihren Platz aussuchen. Und das Spannende ist, dass häufig, wenn ich ihr sage, du darfst wählen oder du kannst selber entscheiden, dann sagt sie, da, und ist nachher völlig gelöst, weil sie wie merkt, ich konnte sagen. Dann sagt sie immer ihren Namen und sagt dann, super, super, genau, ich habe das super gemacht. Und ich sage ihr, ja, du hast das super gemacht. Und für mich wiederum ist es entspannt, weil ich gebe ihr 2 Optionen zur Auswahl und ich finde beide Lösungen gut. Und ich finde, das ist häufig noch so hilfreich, wenn man dem Kind sagt, du darfst wählen und dann gibst du ihm 2 Möglichkeiten und beide sind für dich okay. Genau. So. Ja, und wir sind schon in der Phase, da sind die Kinder erwachsen. Und der eine Sohn ist schon ausgezogen und da ist es anders. Wir sind die Beziehungen neu am Definieren und versuchen nicht mehr, wir sind die Eltern, ihr seid die Kinder, wir wissen wie, ihr müsst noch viel lernen, sondern das ist abgeschlossen und wir sind auf einer neuen Ebene miteinander und begegnen uns auf Augenhöhe, als Gegenüber, als Erwachsene. Und das ist noch eine Herausforderung, dass ich dann nicht nörgele, wenn irgendetwas nicht so ist. Und ich rutsche immer wieder in die Rolle der Mutter, aber da wieder, nein, ich will ihnen eigentlich anders begegnen und viel Fragen stellen. Ja, was meinst du? Tut dir das gut? Oder wie erlebst du das? So sie so neu kennenlernen. Das ist interessant. Wir wollen ja eigentlich, dass unsere Kinder eines Tages selbstständig, mündig, gute Entscheidungen fällen können. Aber das erfordert ja uns, dass wir einen Weg mit ihnen gehen, dass wir sie auch entscheiden lassen in gewissen Ebenen. Oder? Also, und das finde ich noch, diese Spannung ist schon ist eine krasse Spannung. Ist eine Megaspannung. Und wir haben früh begonnen, sie mit einzubeziehen in Entscheidungen. Einfach so die Zügel langsam loslassen. Nicht, dass sie mit 18 finden, ich bin jetzt 18 und ich reiße mich los von all diesen Leinen, die ich um den Hals habe, sondern da sind keine Leinen mehr. Und wir besprechen Dinge miteinander. Ja, genau. Schön. Und das mit dem Früh-Mitsprechen, dazu haben wir euch ein spannendes Video-Statement von Leo und Susanna, unseren Senior Pastors, wie sie ein Wochenende mit ihren Kindern gestalten. So, hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Ja, wie gestaltet man einen Familienfreitag? Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir erinnern, als die Kinder noch klein gewesen sind, war es mega einfach. Da hast du einen Spielplatz und gemerkt, aha, es gibt aber Spielplätze und Spielplätze. Es gibt Spielplätze, wo auch ich Freude habe, und es gibt Spielplätze, das finde ich eine Katastrophe. Also es beginnt eben schon da, dass man immer Dinge aussucht, wo jede Person in der Familie zu ihren Kosten kommt. Ja, und irgendwann wurden die Kinder älter und dann gab es ein Problem, weil sie wollten nicht mehr mitmachen. Ja, Stefan sagt, ja, wir machen immer nur das, was du willst. Dann habe ich gesagt, okay, der will auch mitprägen. Dann habe ich gesagt, okay, ist einfach, wir sind 4 Leute im Haushalt, 4 Samstage, und habe eine Agenda gemacht, habe das eingeteilt, da ist Susanna dran, Stefan, ich, dann Simon und ein Budget. Und habe gesagt, bis 6 Uhr geht der Familientag, weil am Abend geht er in die Jugendchurch, also der darf nie länger gehen, so dass die Kinder immer noch in die Church gehen können am Samstagabend. Das war uns mega wichtig und haben gesagt, was auch immer entschieden wird, jede Person muss sich einklinken, ob du es fühlst oder nicht spürst. Eine Kultur, was ich nicht gerne habe, ist, wenn jemand sagt, oh, es ist doof, ich habe keine Lust. Das ist unfair für alles, man gibt sich hinein in dem Sinne. Ja. Und dann ist es interessant, dann wird es plötzlich kreativ, weil jede Person kann sich überlegen in einem Monat, ja, wie würde ich dann einen Freitag gestalten mit der Familie? Ja, und ich habe es immer extrem geschätzt, dass Leo, dass du so viel Energie, wie du in die Arbeit, also sozusagen in die Kirche hinein investiert hast, dass du das auch in die Familie, in unsere freie Zeit einfach hinein investiert hast. Das hat mir immer sehr viel bedeutet. Und die Jungs konnten immer auch Freunde mitnehmen, sei es in die Kirche, sei es zu einem Ausflug, den wir gestaltet haben. Und das würden wir heute noch genauso machen, weil das sind wirklich extrem schöne Erinnerungen. Die gemeinsame Freizeit
hat unsere Familie das Wir-Gefühl gegeben. Jetzt sind sie über 20 Jahre alt und sie wollen immer noch mitkommen, weil sie eben erlebt haben, es ist mega cool und mega fresh und cool. Also, das war's von unserer Seite. Ciao. Tschüss. Ja, Leo und Susanna bringen das so schön auf den Punkt, dass sie ihren Kindern früh Verantwortung übergeben haben und sie einfach mit einbezogen haben in ihre konkrete Gestaltung vom Familienalltag. Und gleichzeitig ist das ja schon auch eine Mega-Spannung, oder? Wenn dann das Kind plötzlich alles bestimmen kann, wird es ganz, ganz schwierig und ungesund. Es ist eine komplette Überforderung, würde ich sagen, weil das Kind muss ja wirklich dem Alter entsprechend Verantwortung übernehmen können. Und teilweise ist es auch mega, ich sage es jetzt so direkt, faul dann von den Eltern, wenn das Kind immer alles entscheiden darf oder muss. Weil die wollen die gar nicht diese Diskussion haben. Ja, Sie haben genau. gar nicht die Energie dazu. Und das wird ja dann schon tricky. Und ich glaube, deshalb ist es ja so relevant, dass wir uns als Eltern einig werden können, was ist verhandelbar und was nicht. Oder anders ausgedrückt, was ist unser Wert? Was ist unsere Kultur? Ich gehe nochmals zurück auf den Samstag. Leo und Susanna haben das so gemacht, dass sie ihren Kindern gesagt haben, hey, ihr dürft eure Freunde mitnehmen und das so gestalten. Das war ihre Definition von einem Familientag, wo sie gesagt haben, hey, wir öffnen das, weil wir glauben, dass es das Ganze bereichert. Vielleicht ist dein Wert aber oder deine Kultur, dass du sagst, hey, der Samstag, der Sonntag, egal, das ist unser Tag und den behalten wir geschlossen, einfach im Rahmen von unserer Familie. Und ich glaube, es lohnt sich, solche Werte zu definieren als Eltern, damit man nicht immer Grundsatzdiskussionen führen muss, wenn dann das eine Kind mit einer lässigen Ausflugsidee vom Nachbarskind kommt für den Samstagmorgen und den Samstagnachmittag nochmals etwas anderes. Und das bringt dann häufig mega Spannungen, wenn du das jede Woche von Neuem diskutieren musst. Aber ich glaube, es lohnt sich, dass du gewisse Werte hast, definiert zusammen mit deinem Partner, was machen wir und was machen wir aber auch nicht. Und das hilft allen Beteiligten, bin ich überzeugt. So, genau. Ja, Partizipation ist ja ein Wort, das sehr geläufig ist, das wir viel hören und auch oft missverstanden wird. Ja. Meines Erachtens, da denken wir ja, wir lassen das Kind partizipieren, das heißt, es bestimmt. Und ich habe da ein Bild mitgebracht vom Sprungbrett. Da gibt es verschiedene Stufen der Partizipation. Das hat mir sehr geholfen mit unseren Kindern und einfach so das Verständnis. Also die unterste Stufe, also noch nicht Partizipation, aber kurz davor, ist einfach, dass wir die Kinder informieren. Das hilft schon viel, wenn sie wissen, was läuft. Vor allem was das Kind, alles was das Kind betrifft, dass es darüber auch informiert ist. Und dann gibt es die Mitsprache. Also wir sprechen miteinander über ein Thema und die Eltern entscheiden. Und dann gibt es den gemeinsamen Entscheid. Und das ist noch wichtig, dass der nicht fake ist, sondern dass wirklich die Entscheidung noch nicht feststeht und wir mit den Kindern das ausarbeiten, das miteinander diskutieren und miteinander eine Entscheidung treffen. Und dann die Selbstbestimmung, wo wir Eltern aber noch eine Mitsprache haben. Also, dass wir miteinander sprechen und nach diesem Gespräch kann das Kind entscheiden. Und danach die Entscheidungsfreiheit. Das Kind kann entscheiden nach seinen Gutdünken. Wir können da vielleicht noch mal eine Rückfrage stellen oder so, aber das war's. Und ich denke, da sind die Kinder verschieden weit in verschiedenen Themen. Das kann sein, dass das jüngere Kind schon ein bisschen weiter ist. Und wichtig ist, denke ich, dass wir Eltern miteinander wie ein Handling haben, dass wir miteinander schon vorbesprechen, was ist mit diesem Thema? Kann da das Kind entscheiden? Es ist wichtig, dass wir noch entscheiden oder informieren wir es nur, dass wir da miteinander, wir sind ein Team als Eltern und dass wir da miteinander immer wieder um Lösungen suchen, zu denen wir beide stehen können. Und vielleicht ist das eine Elternteil sehr vertrauensvoll und traut dem Kind alles zu und das andere sehr sorgenvoll und traut dem Kind nichts zu oder sieht all die Gefahren. Und das beides
ist ernst zu nehmen. Und vielleicht ist in einer Situation das eine wichtig und in der anderen Situation eben einmal das andere. Ja, das Wichtige ist ja einfach, glaube ich, wie bei allem, oder im Gespräch zu bleiben und wirklich nicht davon ausgehen, dass du einmal den Clou rausgefunden hast und dann funktioniert der für die nächsten 10 Jahre. Also ja. Ich finde, ein spannendes Beispiel ist das Thema Hobby. Ich weiß, für viele Familien ist das viel Diskussionen darum. Und wir haben es bei uns in der Familie so gemacht, dass wir bei den Kindern gesagt haben, jetzt bei den Eltern 2, wir haben gesagt, sie dürfen bis 2 Hobbys haben, aber nur so ein Hobby, wo wir sich irgendwo hinfahren müssen, weil sonst einfach logistisch müssen wir sie überall, ich möchte nicht jeden Abend Taxichauffeur sein. Ich möchte sie ihnen dienen, mit etwas herumfahren, aber nicht nur. Also, oder? Das habe ich wie mal so definiert, haben wir zusammen angeschaut und jetzt auch, wenn sie ein Hobby starten oder ändern möchten, da können sie mitbestimmen, aber wir haben gewisse Richtlinien auch vom Budget oder vom eben Intensivität, oder? Und, aber in dem dürfen sie mitentscheiden. Also das finde ich auch noch wichtig, weil ab und zu merke ich auch, wir können unsere Wünsche durch die Kinder ausleben wollen. Und das möchte ich nicht. Also das Hobby, welches sie wählen, das sollen sie wählen dürfen. Das ist mir mega wichtig. Oder das zweite, Hausaufgabe, wann die Hausaufgaben machen. Ich habe mir eigentlich gar nie so Gedanken gemacht als Eltern, wie ich da Regeln setzen muss. Und plötzlich haben wir gemerkt, das eine Kind, das macht sofort die Hausaufgaben immer nach der Schule. Und das ist auch gut, wenn wir sehr ermutigen, gerade das zu machen, weil dann hat sie das abgehäkelt. Und das andere Kind, das nimmt das sehr locker und oft macht es auch am Morgen früh noch kurz vor dem Morgenbrot. Aber irgendwie kriegt sie das hin und ich sage dir, wenn du es hinkriegst, und du alles gemacht hast, dann machst dann, wann du möchtest. Und da irgendwo auch Freiheit zu geben, merke ich, dass das löst sehr viel Gutes aus bei den Kindern. Ja, du traust ihr ja zu, dass sie sich richtig einschätzt. Solange das Ziel erreicht ist. Ja. Sie macht vielleicht nicht so, wie ich es möchte, wie ich es machen würde, aber sie erreicht ihr Ziel. Ja, und sie macht es auch nicht so, wie du vielleicht denkst, wäre es doch am besten, weil du kommst nach Hause, erledigst deine Sachen und dann hast du die ganze Zeit der Welt, oder? Das ist doch so häufig die Vorstellung, die man hat. Finito. Und sie hat einen anderen Weg gewählt und ich finde es so cool, dass sie den machen lässt. Es wäre der Horror für mich am Morgen noch vor dem Morgenbrot etwas zu erledigen müssen. Ui, nein. Ja. Ja. Aber du hast bei der Vorbereitung haben wir noch ein spannendes Thema angeschnitten. Jetzt sprechen wir immer darüber, ja, das Kind darf mitsprechen und das ist gut, das wollen wir fördern, gleichzeitig im gesunden Rahmen. Und was, ganz ehrlich, wenn das Kind einfach nicht macht? Ja, gutes Thema. Was ich möchte. Das ist eben meine Frage in die Runde hier, da in die Runde, weil das erleben wir wahrscheinlich auch und das habe ich immer wieder erlebt, wo ich plötzlich merkte, unser Sohn oder eines unserer Kinder möchte einfach nicht das tun, auch wenn ich es erklärt habe, meine Absichten, es ist unsere Kultur und trotzdem möchte er nicht die Schuhe anziehen, oder? Und der Zeitdruck ist da und ich möchte, wenn ich denke, wenn ich jetzt nachlasse und ihn entscheiden lasse, bin ich der Pushover, der Vater, der sich einfach, der nicht mehr entscheidet. Also, aber wenn ich durchgreife zu hart, dann merke ich auch ab und zu, dass da muss dann meine Frau wieder eingreifen und helfen, dass sich mein Sohn sich wieder beruhigt und merke, das ist auch eine Spannung. Ja, total. Mit diesen, mega. Auch Erwartungen, wie soll ich jetzt da umgehen? Ja, voll. Ich habe mir in der Ausbildung zum Elterncoach einen schönen Satz notiert. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, ja, Druck und Widerstand vom Kind ist häufig ein Wunsch nach mehr Autonomie. Also nochmals, Druck und Widerstand, haben wir ja mega gerne von unseren Kindern, ist häufig ein Wunsch nach mehr Autonomie. Ganz ehrlich, Kathrin, also ich fand es so inspirierend und mega schön. Und dann so konkret im Alltag, also naja, wie handle ich das?
Ja, ich denke, wenn die Regeln sehr starr sind und sehr stark, dann gibt es zum Teil Gegendruck, oder? Ja. Und zwar massiven. Je nachdem, wie massiv mein Druck ist auch der Gegendruck. Und da ist es schon zu fragen, wie du schön gesagt hast, was ist der Druck von außen, den ich mir noch auferlege? Weil den macht viel kaputt. Und da bin ich unter Druck, dass das Kind pünktlich in der Schule ist, aber eigentlich hat es eine Not und ich zwinge es aber jetzt so schnell wie möglich vorwärts zu machen und vielleicht hätte ich Zeit gewonnen, wenn ich ihm kurz zuhöre. Aber das ist manchmal schwierig, auch die eigenen Emotionen, die eigene Überforderung, ich bin ein schlechter Vater, eine schlechte Mutter und das sehen dann noch alle, die Lehrerin zuerst und mit dem umgehen. Und für mich ist da schon noch der Gott in der Familie, wenn ich den da habe, da kann ich auch diesen Druck da loslassen oder auch meine Emotionen dann mal da abladen oder mal die Gott hinschreien oder ihm sagen, ich bin überfordert, ich weiß jetzt nicht, was los ist. Das Kind macht nicht, was ich will und es muss doch und wir haben Zeitdruck und alles. Und da kommen zum Teil schöne Ideen. Oder er kann sagen, okay, du bist jetzt keine schlechte Mutter, auch wenn das Kind zu spät kommt. Entspann dich. Weil viele Situationen sind nicht lebensbedrohlich. Und ich denke, da ist es wichtig, sofort zu handeln, wenn es um Leben und Tod geht. Und alle anderen Situationen müssen wir auch nicht sofort handeln. Das ist ein sehr schönes Statement. So zum Schluss hast du uns noch mal so ein Nugget. Das liebe ich. Das habe ich mir so dick hinter die Ohren geschrieben. Nur wenn es lebensbedrohlich ist, muss ich sofort handeln. Und in meinem Leben kommt es das Nicht so viel vor. Nein, wirklich nicht. Ja, das gibt mir ganz viel Gelassenheit. Das ist wirklich so ein schönes Statement. Hast du noch einfach so etwas, das du uns mitgeben kannst? Ja, ich denke, solange wir das Gesicht gut dastehen wollen vor anderen, sind wir manchmal nicht so nah bei uns, sondern bei den anderen, was sie über uns denken. Und da lohnt es sich, was denke ich, was ist jetzt wichtig oder was habe ich den Eindruck von Gott, wenn ich es nicht weiß oder was haben wir als Paar miteinander abgemacht und da den Fokus drauf zu legen und mal das, was andere denken, mal vergessen und uns einig zu werden. Ja. Aber es ist jetzt nicht nochmal so ein... Das ist gut. Nein, aber es ist wichtig, nah bei sich sein, nicht nah bei den anderen. Das finde ich sehr cool. Ich merke, bei mir ist so, dass, wenn ich das so zusammenfasse, etwas, was mir immer auf dem Herzen liegt, ist, dass ich nah im Herzen meiner Kinder bin. Und ab und zu muss ich mir bewusst, wenn ich vielleicht arbeite, meiner Frau gelingt das vielleicht einfacher, weil sie vielleicht mehr zu Hause ist, aber ich kann mir trotzdem die Zeit herausnehmen, wenn wir ins Bett gehen, hinzuhören. Wie war es und dann Zeit zu nehmen, weil ich merke, dort spüre ich ja vielleicht Verlangen von meinem Kind und wenn ich das spüre, ich möchte meinem Kind helfen, sich dorthin zu entwickeln oder was auch immer der Wunsch ist, ich möchte Wünsche erfüllen. Ich möchte das und für mich ist darum wichtig, immer wieder versuchen, alles zu geben, dass ich das nach am Herz meiner Kinder bin, dass ich spüre, was in ihnen vorgeht, weil dann wird es mir helfen, auch sie richtig zu fördern. Und mich hat mega entlastet, als mir so bewusst wurde, ich kann meinem Kind nicht den Weg vorbereiten. Das kann ich nicht, egal ob ich gute Entscheidungen treffe, wo es mitsprechen darf und wo nicht. Aber ich habe gemerkt, ich kann mein Kind für den Weg vorbereiten. Und das hilft mir total, weil ich merke, ich muss nicht schon alles ready haben, was sie braucht, aber ich kann versuchen, ihr einfach Werkzeuge in die Hand zu geben, die ihr helfen werden, ihren Weg zu gehen. Mega schön. Hey, ich würde mega gerne einfach mit zusammen noch beten, weil in diesem Bereich Elternsein, da gibt es ja keine Gebrauchsanweisung leider. Oder du musst zum Glück auch. Genau. Ja. Zwischendurch würde ich gerne. Das ist auch immer wo brauchen Gottes Gnade, aber auch seine Weisheit. Und für das bete ich jetzt gerade. Vater, ich danke dir, dass du die Situation siehst von jeder Person, die jetzt gerade zuschaut.
die Familiensituation. Und ich bete jetzt für gerade einfach Weisheit in der Entscheidung, wie viel Freiheit zu geben ist. Weisheit, dass du uns ermöglicht, zu helfen, dass unsere Kinder sich wirklich wunderbar entwickeln. Vater, das ist unser Wunsch, dass unsere Kinder sich gut entwickeln dürfen, weise Entscheidungen fällen können, mündige Personen werden. Und ich bete jetzt gerade auch für deinen Segen, für jede Person, die zuschaut. Für Frieden, Gunst und Gnade in diesem Bereich. Zeig uns auf, wo wir vielleicht Schritte gehen können. Heil Dinge, die vielleicht kaputt gegangen sind in unserem Herzen. Erfüll uns mit Liebe, auch für unsere Kinder. Wir danken dir, dass wir das zusammen mit dir machen dürfen. Amen. 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 Hey, ich hoffe, das hat dich inspiriert. Du wurdest ermutigt, einfach in deinem Familienleben, wie auch immer das gerade aussieht. Wie am Anfang gesagt, bitte schreib uns, hinterlasse einen Kommentar, was du dazu denkst, was ich angesprochen habe. Du kannst auch eine E-Mail schreiben. Und wenn dir diesen Family Chat gefallen hat, vergiss nicht einfach noch den Daumen hoch zu drücken, den Kanal zu abonnieren, so wirst du immer wieder informiert, wenn wieder ein neuer Family Chat online geht. Genau, und vielleicht denkst du jetzt, ja, die haben schön gesprochen, wenn die wissen, wie es bei mir zu Hause aussieht oder was für Challenges wir haben. Ich kann dir einfach sagen, wir haben ein Elterncoaching, das ist für dich bereit, wenn du dir wünschst, um einfach nochmals eine neue Perspektive für dein Familienleben zu bekommen. Dann darfst du dich melden und wir nehmen ganz gerne Kontakt mit dir auf. Und nächstes Mal werden wir darüber sprechen. Oh Mann, so viel Streit. Jetzt hatten wir es davon, dass man ja so schön über die Kinder mit einbeziehen kann. Aber was ist, wenn es da ständig Konflikte gibt? Dem gehen wir nach und wir freuen uns schon jetzt auf deine Fragen. Welche Frage müssen wir da unbedingt beantworten oder darüber sprechen? Und wenn du sonst ein Feedback oder einen Rückblick hast, lass uns das wissen. Wir freuen uns, von dir zu hören und wünschen dir eine super Woche.